Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Michael Freiburghaus zum Thema Kirchgemeindeaufbau. Heute befinde ich mich in Uster am Elements of Rock, an einem christlichen Rock- und Metal-Festival, und ich interviewe den Metal-Pfarrer Samuel Hug und ich freue mich sehr darauf. Dein Motto lautet ja, die stärkste Botschaft der Welt braucht die stärkste Musik. Kannst du das bitte kurz erklären? Ja, für mich ist der Glaube an Jesus und was wir darüber in der Bibel finden, das ist eine unglaublich starke Botschaft. Es ist auch eine Botschaft, die nicht nur irgendwie nur schön ist, sondern eben auch die Tiefen des Lebens in der Welt, auch dass das Böse und so weiter eine Antwort darauf gibt, sich damit auseinandersetzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass was man sonst so in christlichen Kirchen hört, das ist dann vielleicht manchmal etwas weich, etwas schön oder nur die hellen Seiten. Und ich denke, da braucht es doch eigentlich eine Musik, die eben auch auf diese starken Fragen in der Welt eben auch dann mit der starken Antwort auch korrespondiert und auch diesen dunklen Seiten, die es ja gibt in der Welt, damit sich auseinandersetzt und auch künstlerisch eine Antwort ist. Natürlich ist das meine persönliche Erfahrung, aber ich empfinde das als sehr stimmig. Einerseits bist du 100% als reformierter Pfarrer angestellt von den reformierten Kirchen Bern, Jura, Solothurn und von Spendern. Andererseits ist die Metal Church auch eine sogenannte Fresh Expression of Church, ein neuer Ausdruck von Kirche. Braucht es überhaupt eine Kirche speziell für Metaler und Rockmusikfans? Ja, meiner Meinung nach schon, aber es ist nicht etwas Spezifisches, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich etwas, das unsere Gesellschaft hat sich in verschiedene Milieus und Lebenszusammenhänge ausdifferenziert. Also heutzutage ist nicht einfach klar, wie man denkt, wie man lebt, sondern da gibt es unterschiedliche ästhetische Präferenzen, aber auch andere einfach. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die ganz unterschiedliche Lebensentwürfe kennt. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Kirche uns auf diese Welt einlassen. Natürlich ist Kirche immer Kirche. Es ist ein Glaube, es ist derselbe Jesus, der uns da verbindet. Aber der Anfahrtsweg für Menschen ist ein anderer. Und ich glaube, deshalb braucht es eine Antwort darauf, auf die Vielfalt der Menschen. Und die Vielfalt der Menschen ist auch nicht etwas Negatives, sondern Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Gott ist dreieinig, ist Vielfalt in sich selbst, und da braucht es auch von unserer Seite als Kirche, denke ich, unterschiedliche Anfahrtswege, wo wir uns auf die Lebenswelt der Menschen einlassen. Also Metal unbedingt ja, aber ich bin ein Verfechter davon, dass es auch andere Formen braucht. Es braucht auch starke Ortskirchgemeinden, das ist mir auch ganz wichtig, aber der Ort, wo Menschen eben leben, ist nur noch für einen Teil der Wohnort, und deshalb glaube ich einfach, wir brauchen eine Vielfalt an Anknüpfungspunkten, wo wir Menschen begegnen können, damit die Botschaft, dass das Evangelium bei ihnen irgendwie Fuß fassen kann. Da braucht es oftmals auch da muss man zuerst Vertrauen fassen, und es muss dann auch ins konkrete Leben rein sprechen. Gott möchte ja konkret auch im Alltag irgendwie eine Rolle spielen im Leben von Menschen. Deshalb müssen wir da den Weg machen. Und ich glaube, es ist eigentlich auch der Weg, den Jesus selbst gegangen ist. Er hat eben, wie es in Philipper heißt, die himmlische Herrlichkeit nicht für sich behalten wollen, sondern hat sich entleert, hat sich hineingegeben in diese Welt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir als Kirche gehen müssen, als Nachfolger von Jesus Christus. Heute Abend werden schätzungsweise 400 Leute kommen und diesem Rockfestival zuhören. Warum sind viele schwarz gekleidet? Ich habe vorher gesehen, eine Spaziergängerin, die hat sich richtig, das war für sie etwas ganz Neues. Warum einerseits tragen Metaler und Rocker oft schwarz, aber andererseits dein Verein im Hintergrund heißt Unblack, das christliche Metal-Netzwerk. Ist das nicht ein Widerspruch? Meines Erachtens nicht. Ich glaube, gerade die Farbe, das sind ja kulturelle Fragen. In unserem Kulturkreis ist Schwarz mit bestimmten Themen verbunden. Das war aber auch hier in Westeuropa nicht immer so. Also die Frage, was man zum Beispiel für eine Kleiderfarbe trägt, eine Beerdigung, das war lange schwarz. Es gab auch anders, früher war auch schwarz auch in anderen Zusammenhängen. Das wandelt sich immer auch wieder.
Ich würde sagen, für mich ist Schwarz passend, weil es eine starke Farbe ist. Das ist vielleicht die stärkste. Gut, je nachdem würde jemand sagen, es ist ja gar keine Farbe, es ist die Abwesenheit von Farbe. Aber für mich hat es mit der Stärke zu tun. Ich glaube, deshalb passt es auch. Natürlich hat es damit zu tun, dass im Metal eben auch die schwierigen, dunklen Seiten des Lebens in dieser Welt auch verhandelt werden und deshalb Schwarz auch passt. Unser Netzwerkverein, den wir aus dem Elements of Rock heraus dann gegründet haben, der heißt Unblack, weil der Trägerverein schon so hieß und das geht auf eine Band zurück, der Name Unblack. In den 90er Jahren, da gab es die Black Metal, die Black Metal Bewegung war damals sehr stark und vor allem auch medienwirksam wurde sie wahrgenommen, weil es auch ganz üble Auswüchse gab. Damals war Black Metal hatte wirklich auch einen satanistischen Hintergrund, oft, nicht immer so, und hat dann auch in Gewalt oder in Kirchenbränden zum Beispiel dann auch gemünzt in Norwegen. Und da gab es zu dieser Zeit auch eine Band in Australien, Mortification hieß die, eine christliche Death Metal Band, und der Schlagzeuger dieser Band, Jason Sherlock, der wollte eine Antwort geben auf diese Black Metal Welle und hat dann ein Album produziert im gleichen Stil wie die norwegischen Bands, hat das auch norwegisch benannt. Das Album hieß dann eben Hellig Usfart, heilig und schwarz. Als Antwort sagen, hey, wir haben eine andere Antwort auf, aber wir nehmen das kulturell auf. Und daher kommt dieser Begriff Unblack. Ich finde ihn passend, weil, wenn ich jetzt sage, es gab auch den Begriff des White Metal, quasi für christlich geprägten Metal. Ich finde Unblack noch toll, weil es etwas ausnimmt davon, eben was in der Szene dominant ist, eben das Schwarz, und sagen, ja, wir sind jetzt nicht einfach weiß, sondern wir sind halt unschwarz. Also nimmt das irgendwie auf und bringt doch etwas anderes raus. Aber ich persönlich hänge jetzt auch nicht besonders an diesem Begriff und es gibt auch noch viel passendere. Aber das war schon, der Trägerverein des Elements of Rock hieß so. Und deshalb hat sich das eingebürgert und das blieb dann halt und deshalb nannten wir auch das Unblack, also den Netzwerkverein dann auch so. Aber wir haben dann ja 2012 aus diesem Netzwerk heraus auch die Metal Church gegründet und das ist eigentlich, oder für mich viel der entscheidendere Name heute für das, was ich tue. Aber der Netzwerkverein ist eine ganz wichtige Sache und der heißt jetzt einfach mal Unblack. Was entgegnest du auf den Einwand, dass Rock heidnisch ist, wegen den heidnischen Trommeln? Und Rock'n'Roll bedeutet ja wiegen und rollen und ist eine Bezeichnung für Sex. Und die Beats sind ja oftmals höher als 120 Schläge pro Minute. Und das ist wie der menschliche Herzschlag, wenn wir aufgeregt sind. Also Rockmusik wirkt auf uns aufputschend. Was entgegnest du zusammengefasst auf diese Einwände? Das ist eine komplizierte Frage und die eigentlich auch eine differenzierte Antwort braucht. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Stilrichtungen musikalisch und jede Musik löst auch individuell etwas aus. Also wenn ich mit Metallern spreche, würde ich gerade zum Beispiel sagen, dass Hochtempo Musik auch sehr beruhigend sein kann. Das ist sehr individuell, ob dich das jetzt aufputscht, ob das dir gefällt oder nicht gefällt, das ist sehr individuell. Ich erachte das, was du gesagt hast, eher als ein Missverständnis aus den 60er Jahren. Weil, wenn man genau sich mal mit der Geschichte der Rockmusik auseinandersetzt, dann merkt man, dass eigentlich die Leute, die dann wirklich mit Rockmusik angefangen haben, die waren geprägt natürlich von schwarzer Musik. Das war, aber wo haben sie die gelernt? Ja, die haben sie in Amerika in den schwarzen Kirchen gelernt. Also Leute wie Chuck Berry oder auch Elvis, die haben diese Musik bei schwarzen Christen gelernt. Also es war nicht heidnische Musik. Und ich denke, und haben es dann für den weißen Mainstream adaptiert. Und ich glaube grundsätzlich, dass Musik an und für sich wertfrei ist. Musik geht auf die Emotionen. Und die Frage, welche Richtung das quasi von den Werten her nimmt, das entscheidet nicht die Musik an und für sich, sondern das sind die Texte, die dem eine Richtung geben, das sind die Musiker und auch ich als Rezipient, also wenn ich Musik höre. Und das zusammen gibt dann eine inhaltliche Ausrichtung. Musik an und für sich ist nie
heidnisch oder christlich oder wie, sondern es ist die Frage von Text, von Künstlern, von was ich damit mache, wenn ich das höre, welche Richtung gebe ich dem. Und deshalb, das ist das. Und das andere empfinde ich eigentlich als verkürzend, auch in diesem Sinn auch als Humbug, weil die Wirklichkeit ist komplexer. Es ist nicht nur eine Frage, da spielt jemand jetzt irgendwie Trommeln und dann ist das heidnisch. Das Heidnische ist etwas anderes, dass diese Musik vielleicht heidnisch macht. Eben und von den Wurzeln her war es. Natürlich dann war es auch eine Antwort auf eine Rebellion auch gegen Kirche, absolut, aber ich sehe das eher durchaus auch als prophetische Antwort der Kirche, auch vielleicht einer Kirche, die sich zu fest mit einem Bürgertum verbunden hat, mit dem Staat oder unkritisch mit Staat und Obrigkeit verbunden hat, sagen, hey, eigentlich ist es ein Spiegel von dem auch, was habt ihr auch verloren, oder die Botschaft von Jesus Christus ist etwas anderes als diese Art von stierer, braver Bürgerlichkeit, die auch ganz auch destruktiv wirken kann. Und deshalb würde ich das sehr differenziert auch den Ursprung des Rocken oder des Rock überhaupt sehen. Natürlich hat das auch in lebensweltlich oder in auch schwierige Auswirkungen gehabt, das sage ich ja. Aber ich glaube, es ist nicht die Musik, die zu Promiskuität führt oder so, das sind andere Sachen. Würdest du sagen, Rockmusik ist auch eine Gegenkultur? Absolut. Oder war es jedenfalls. Heute ist es ein Stück weit auch Mainstream, aber ich würde sagen, es war eine Gegenkultur, auch ein bewusster alternativer Entwurf gegen dem, was man eben in der Gesamtgesellschaft in dieser Zeit gelebt hat. Aber das war nicht nur destruktiv oder ihm gegen, sondern eben auch, weil gerade den Metal erlebe ich stark auch als eine Kultur des Für eben, also quasi wir machen es richtig, wollen es ernsthaft und nicht nur, es geht um Ernsthaftigkeit und auch die tiefen Themen im Leben wahrzunehmen. Und nicht nur oberflächlich eine schöne, heile Welt zu singen, sondern die Sachen auf den Grund gehen. Und da gehören halt auch die dunklen, schwierigen Seiten dazu, sich damit auseinanderzusetzen und zu benennen. Kannst du noch stichwortartig einige Highlights nennen, die du in der Metal Church erlebst? Ja, für mich, das Highlight ist für mich, wenn Menschen zum Beispiel sagen, und dass sie von her sagen, hey, bei euch kann ich so sein, wie ich wirklich bin, da bin ich willkommen und vor allem auch da bin ich willkommen mit meinen Fragen, mit meinen Brüchen im Leben, mit meinen Lasten im Rucksack und so weiter. Oder eben da muss ich nicht ein frommes Theater spielen, aber da bin ich echt, kann ich so sein. Ich weiß vielleicht auch, was nicht gut ist, aber ich bin willkommen. Also das ist für mich eigentlich das größte Highlight jeweils. Also wenn Leute das sagen, muss ich merken, und das muss ich sagen, auf diese Weise kann ich mich wieder eben darauf einlassen, weil ich frage schon nach Gott und eigentlich wäre mir das wichtig und vielleicht habe ich Schwieriges erlebt, aber bei euch kann ich wieder mit einsteigen und da bin ich willkommen und muss eben nicht nur ein frommes Theater spielen. Was rätst du einem Kirchgemeindemitglied, wie es selber den Kirchgemeindeaufbau fördern kann? Also für mich das Entscheidende ist ganz sich selbst sein, eben vielleicht auch eben nicht Theater, und wo es auch nicht darum geht, irgendwie einem Programm zu folgen. Natürlich, es gibt gute Konzepte, die uns helfen können, auch klar zu sehen, um was es beim Kirchesein gehen könnte. Aber das Entscheidende wäre für mich eigentlich die Frage, hey, Gott hat dich begabt und das ist anders, deine Begabung ist nicht die gleiche wie meine. Es gibt Begabungen, die mehr im Vordergrund stehen, es gibt solche mehr im Hintergrund und es sind alle genau gleich wichtig. Also das Entscheidende wäre für mich herauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich, was kann ich, wo ist mein Platz, und ich muss nicht so sein wie Nachbar XY und Bruder Z, sondern dass ich da frage und letztlich einfach lebe im Alltag, mit Gott unterwegs bin, frage und mit anderen zusammen diese Gemeinschaft pflege und fragen, was können wir in dieser Welt positiv tun, wo könnte mich Gott haben, was ist mein Beitrag, und dann ergibt sich das auf dem Weg, also gemeinsam mit Gott unterwegs sein und sagen wir, je vielfältiger, desto besser. So, oder auch, jetzt ist der persönliche, also darum würde ich sagen, der Rat ist nicht, mach dies oder mach das per se, sondern geh in die Stille, sei mit anderen Christen unterwegs, bring dich ein, teste, probier dich aus, probier zusammen aus,
fragt nach Gott, haltet die Ohren offen, wagt euch hinaus, wagt die Begegnung, gerade auch mit Menschen, die nicht im Glauben stehen. Hört hin, was sind deren Fragen, und vielleicht so irritierend das dann auch sein kann, und setzt euch dem aus, und der Rest wird sich dann ergeben. Da wird Gott anfangen zu führen, und da lernen wir auch durch schwierige Erfahrungen hindurch. Du warst ja auch lange Jahre normaler Pfarrer, sage ich einmal, im Kanton Bern. Hast du noch für andere Pfarrerinnen und Pfarrer Tipps und Tricks? Wir haben ja oft sehr viel zu tun, auch sehr viel Administratives, sehr viel Telefonate, E-Mails, Sitzungen, und also... Die Frage, wo bleibt da die Zeit noch für das neue Jahr? Genau. Was würdest du sagen? Hast du irgendwie eine zündende Idee? Ja, ich weiß nicht, ob sie zündend ist. Aber ich sage dir, wie ich es gehandhabt habe. Klar, ich war immer zweispurig unterwegs. Ich habe bewusst ein halbes Pfarramt in der Kirchgemeinde angetreten und die ganze Aufbauarbeit für die Metal Church primär ehrenamtlich, freiwillig geleistet. Dass ich heute das Vollzeit machen kann, ist einfach die Frucht auch von ganz viel, einfach sich eingeben, und zum Glück hat das Vertrauen wachsen dürfen auf Seiten der Kirchenleitung, dass ich das heute Vollzeit machen kann. Aber das Entscheidende, wenn ich an die Kirchgemeinde denke, war immer vor allem auch das, was wir sowieso machen, das unter diesem Gesichtspunkt des, wie kann ich Menschen einbeziehen, nicht ich bin der Pfarrer, ich bin der Hirte und die Leute helfen mir und dienen mir jetzt zu, sondern wie kann ich mit Menschen zusammen das machen, was ich sowieso machen muss. Also, und zwar in allen Bereichen. Es ist mir auch nicht überall gleich gut gegangen, aber für mich wäre der Schlüssel das allgemeine Priestertum, und dass wir auch unser Pfarramt so verstehen und dann eher sagen, ja, dann lasse ich das weg, also weißt du, zum Beispiel in der Gottesdienstvorbereitung, natürlich, wenn ich es mit Freiwilligen zusammen mache, dann braucht das viel mehr Zeit, als wenn ich es alleine mache. Aber wenn ich es mit ihnen zusammen mache, auf Augenhöhe, ja, dann wachsen sie auch, können ihre Gaben entwickeln. Und dann diskutieren wir über theologische Fragen, über Glauben, über Leben. Und dann ist es ermächtigend, also werden sie selber mündig. Und dann ist das, was ich zwar vielleicht aufwendiger, diese Gottesdienstgestaltung, aber es ist für die Leute, die mitarbeiten können, wachsen. Und die Leute, die dabei sind, ich merke, das ist so viel attraktiver, aktiviert sie auch im Mitdenken dabei sein und auch wieder, was ihr Platz ist. Also von dem her glaube ich, es braucht nicht primär 1000 neue Ansätze, sondern eher es ist eine Haltungsfrage, und auch vielleicht diesen Eis auch wegzulassen und das dafür richtig zu machen, diese Haltung von Partizipation, von Augen einbeziehen, Menschen mündig, vollwertig erachten und das auszuhalten, wenn man selbst in Frage gestellt wird. Herzlich danke ich dir für diese interessanten Antworten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte abonniere meinen Kanal. Ich wünsche uns allen Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.